Hollywood hasst diesen Trick. Den Clickbait-Titel wollte ich schon immer mal benutzen. Ich finde das so schrecklich. Hollywood kennt meinen Trick gar nicht. Bevor wir das Video starten, hätte ich 2 Anliegen. Das eine wäre, ich zeige euch jetzt, wie es entstanden ist und zeige euch das Ergebnis. Und dann zeige ich euch, wie das funktioniert, wie ich das gemacht habe. Total easy. Wenn ihr solche Ideen habt, wie man filmisch, fotografisch mit so Tricks arbeiten kann, ich finde das so genial und es macht so viel Spaß. Also wenn ihr irgendwas wisst oder könnt, schreibt es mal bitte in die Kommentare unten rein, dann würde ich das nachmachen. Und Nummer 2 habe ich jetzt vergessen. Und die Nummer 3, So, grüß euch, habe die Ehre. Ich zeige euch heute einen filmischen Zaubertrick. Und was wir dazu alles brauchen, zeige ich euch gleich. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie ich das mache, zeige ich euch erst das Ergebnis oder wie ich den Zaubertrick mache. Auf alle Fälle brauche ich dazu eine Blume. Und nachdem die Dani ihre Blumen draußen hütet, wie nochmal was, und da sind noch 3, 4 kleine Blümchen übrig und die ist gerade einkaufen, werde ich mir jetzt schnell eine Blume klauen. Aber muss ich leise machen. Dunkel ist schon, jetzt schleiche ich mich mal kurz raus. Ach, die Nummer 3. Moment. Ach, na, nicht jetzt. Immer. Und die Nummer 3 ist, was ich vorher schon gesagt habe, wenn es bis zum Ende dran bleibt, dann könnt ihr das Ergebnis sehen. Und bin gespannt auf eure Reaktion. Und unbedingt nachmachen, weil es macht sau viel Spaß. Dann können wir eigentlich mit dem Video schon starten. Na, die ist nicht, das ist der Basilikum. Ha.
So, also ich nehme auch eine Erde und schaue mal, was beim Bayer rauswächst. So. Das ist genau drüber. Okay. So, Hokus Pokus Fidibus. Keine Ahnung. Ich spüre schon was. Ich spüre was. Okay, schaut sie. Ja, ist das geil. So, das Ganze ist ganz einfach. Ich versuche das jetzt da über die GoPro. Was ihr dazu braucht, ist eine Schüssel. Da tut euch Erde rein. Dann braucht es das richtige Werkzeug für den Garten draußen. Dann ihre Blumen. Eine Schere. Mit dieser Schere, mit diesem Multifunktionstool, holt ihr euch einfach irgendeine Blume, irgendeinen Ast. Dürfte klar sein. Und jetzt kommt der ganz einfache Trick. Also das Schwierigste dabei ist die Kameraposition. Dass man die Hände unten nicht sieht. Also nicht so, sondern so wäre zum Beispiel ideal. Dass hier unten die Seite aus dem Bild raus ist. Könnte man später mit der Bildbearbeitung nur entweder ein bisschen skalieren oder abschneiden, dass wie gesagt hier so, dass die Hand praktisch nur so weit rausschaut aus dem Bildrand. So, dann nehmt ihr euch Erde, macht die Hand voll mit Erde. Also hier ist jetzt die Erde. Erde rein, okay. Und dann steckt ihr die Blume so rein, dass unten so ein Zipfelchen ausschaut. Bitte? So. Und das ist jetzt praktisch mit Erde voll. Und dann holt ihr euch einen Partner. In dem Fall habe ich es mit 2 Händen gemacht. Mit 3 Händen wäre es natürlich besser. Und jetzt zieht dann einfach nur die Blume unten ganz langsam oder dreht die ein bisschen, zieht die so raus. Zack. In der Videobearbeitung geht ihr dann ganz einfach her, schneidet unten ab, damit man eben die Hand vom Partner nicht sieht und lasst es rückwärts laufen. Dann schaut es echt so aus, als ob aus der Hand eine Blume wächst. Ich habe da ganz lang auf YouTube geschaut, ob es da irgendeine Anleitung gibt, weil ich habe den Effekt schon öfters gesehen und bin nicht drauf gekommen, wie haben die das gemacht. Auf Deutsch habe ich gar nichts gefunden, auf Englisch habe ich dann was gefunden, ich habe ganz lang gesucht. Und das ist der Grund, warum ich euch diesen geilen Trick eigentlich zeigen wollte. Genau. Also das Telefon nervt mich heute. Wie gesagt, probiert es mal aus, macht es nach, es macht so viel Spaß. Und wenn ihr auch solche Ideen habt, würde mich freuen, weil ich stehe genau auf diese Sache. So, also danke fürs Anschauen, hat mich super gefreut. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt mal Bavarian Sky Pixels. Hey George, grüß dich. Ah, ja, haben wir schon lange nicht mehr gehört. Okay. Ja, dein Star Wars ist richtig scheiße, Mann. Ja, mit Disney und so. Ach, du schreibst was Neues. Das ist ja gut. Star Wars Episode 35. Okay. Ariel und die KlonkriegerInnen. Das ist ein super Titel, George. Ja, super. Ja, du kannst jederzeit anrufen. Ein Drehbuch hast du schon, oder? Ah, okay. Mit Einhörner. Einhörner laufen super momentan, aber nimm bunte Einhörner. Ja, schreibst du auf bunt, genau. Ja klar, musst mich anrufen, weil ich kenne mich da aus. Ja. Du, ist gar kein Problem. Bunte Einhörner zieht, gell? Ja. Der Oscar ist dir da sicher, George. Gell? Ja, passt. Du sagst dann Steven Spielberg einen schönen Gruß von mir, gell? Nächstes Mal, ja, geht alles klar. Also George, passt. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Spezialeffekte und so, weißt Bescheid. Okay, gut. Für dich. Oh, der George Lucas, ich sag's euch. Umso älter wir werden, desto damischer werden's. Aber so ist es. Hollywood hasst diesen Trick.